Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir stecken hier kurz vor dem Ritual mit dem lieben Bugandi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Quest heisst Seelengebunden und zwar Ritual begonnen. Und ich würde mal sagen, wir warten eigentlich nicht so allzu lange auf das und schauen uns die ganze Geschichte mal von näherem an. Das Einzige, was ich mir noch überlegt habe, ist wegen dem Sperrfeuer. Wir haben in der letzten Folge da neue Fähigkeiten bekommen, also neue Talente. Ich glaube, ich werde die noch wechseln auf Stampfen, weil ich habe mir nämlich so Gedanken gemacht, mit dem ziehen wir ja voll den Aggro eigentlich auf uns selber und ich würde sie ja lieber auf unseren Drachenfalken haben. Und mit dieser Fähigkeit da stampfen würden wir ja durch den Stachelpfeil mit unseren Drachenfalken einen Flächenschaden machen. Das heisst, dass alle eigentlich immer auf unsere Drachenfalken drauf gehen und das finde ich halt noch, würde ich noch ziemlich nützlich finden. Aber jetzt lassen wir zuerst einmal, was der Bugandi von uns will. Lasst uns die Sache angehen. Let's go. Ein Handel mit dir? Vom Tod haben wir doch noch keine Angst. Bugandi! Endlich traut ihr euch aus dem Schutz der Ruine. Was ist jetzt da? Ihr seht wie ein schlaues Mädchen aus. Und trotzdem unterbrecht ihr mich in meinem eigenen Tempel. Ich gebe euch eine Chance, euch dem Blutgott zu unterwerfen. Gebt auf oder sterbt. Keiner darf Bugandi rumkommandieren. Ihr glaubt also, ihr könnt euch mir entgegenstellen? Nicht? Okay. Große Worte, aber auf euch wartet dasselbe Schicksal, wie auf alle, die sich Gahun verweigern. Go. Erhebt euch, Diener, und vernichtet den törichten Lor. Jetzt geht's aber voll ab. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir da... Schnappt euch die Hexe. Ah, was? Okay. Seele für meinen Meister, eure Seele für Gahun. Des Todes fallen. Okay. Also die greift da den Bugandi an, während wir eigentlich ein Ritual mit ihm haben wollen machen. Eure Gabe. Wegen irgendeinem Blutgott. WTF? Schluss. Was? Hä? Neuer Tag. Hau ihr auf den Keks, Bugandi, komm. Aber ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Sobald ihr rauskommt, sterbt ihr. Eine Dreistigkeit. Ein Angriff auf mein Tempel? Auf Ja, also... Ja, gell, also die spinnen aber auch nicht, die haben auch nicht alle Latten am Zaun, also... So, was gibt es denn da gerade mehr Gold, weil der Bogen bringt uns nicht viel mehr. Und der Gunst vom... Bugandi. Mein Gott, der Name macht mich noch fertig. Reist du ihn von Zobal und sprich mit Hanzabu. Okay, alles klar, haben wir das Ritual dann jetzt abgeschlossen. unsere Abmachung bloß nicht. Ja, ich vergesse unsere Abmachung nicht. Weitersehen. Also wir müssen ihn weiter in Seelen bringen. Beim Töten von Gegnern... Ja, in eurer Gunst schon. Macht dir doch keine Sorge, ich bin etwas am Vorlesen. Beim Töten von eines Gegners besteht eine Chance, dass Pakt mit Bugandi ausgelöst wird. Ein Fluch, der nach 4 Sekunden explodiert und allen Nicht-Spielereinheiten in der Nähe Schaden zufügt. Das ist natürlich ziemlich schmackhaft. Der hebt halt noch 20 Minuten an. Dann würde ich sagen, dann nutzen wir die 20 Minuten und schicken in dem Fall noch ein paar Seelen am lieben Bugandi. Und ja, ich bin irgendwie ein bisschen erstaunt, dass die jetzt da uns beim Ritual gestört haben und ihn einfach da wegen dem Blutgott Gahun, ich weiß immer noch nicht genau, wer das soll sein, da einfach einen Angriff auf die Bugandi machen. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun, den Tod selber herausfordern. Aber ich würde mal sagen, wir lassen es mal so stehen, weil sobald wir in der Hauptgeschichte weitergehen, dann erfahren wir sicher mal noch mehr. Quest beenden! Ein Pakt mit dem Tod haben wir in dem Fall abgeschlossen. Dann sind wir da, wie es aussieht, soweit fertig. Das heisst, es ist die nächste Quest, die uns über da ist. Heimlich nach Zalamar. Finde Blutsucher Yochunga. Dann gehen wir jetzt ab auf die Suche nach dem Yochunga. Und würden mal den Bugandi beiseite lassen. Dann hoffen wir oder denken wir, dass wir dann später noch mehr erfahren, was da mit dem Blutgott gegen den Bugandi auf sich hat. Dass die eben das... Unerhörte Sache. Also. So. Wir sollten uns, wenn ich mich nicht täusche, verwandeln. Jawohl. Ich habe euch noch nie gesehen. Beigt doch besser. Und geht rein. Angeblich wurde neu als Arbeitsgruppe tot aufgefunden. Okay. Also wir haben das hier in ein Trollweibli verwandelt. Weil die da ja Sagen haben unter all denen. Und dann schauen wir uns mal an, was da jetzt so abgeht. Und da vorne sehen wir das Kisteli. So, dann reden wir mal da. Kein U-Boot schickt mich. So, Yun-chan, ich brauche euch in der
Hütte da drüben, um das Blutritual vorzubereiten. Ihr seid der Bossmutter. Ich mach mich los. Also, let's go! Ist das irgendein Verbündeter, oder? Ja, mach du, ciao, ciao. Sally! Quest beenden! Salamare isolieren! Befehl Kriegstrommel Salio, Shay und Giggs ihre Posten zu verlassen. Das ist okay. Pflicht eines Blutrolls. TZ5 und Urneproben Akkordarbeiter. Okay. Wenn irgendwelche Quests jetzt hier in dem Lager, also wie es aussieht, hat der wirklich etwas mit uns zu tun. Wieso greift er den an? Der, okay. Von mir aus, ja. Dann tun wir die Quest mal schnell gemütlich hier erledigen. Dann können wir noch heute da. Testen. Okay. Wir müssen da irgendwelche Tests. Ich bin jetzt unsicher, ob wir jetzt zu diesen Trollen dazugehören und denen helfen oder ob das jetzt ein Verbündeter von uns ist. Da bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, aber wir können uns ja da gemütlich mal im Bluttroll-Lager umeinander güchseln. Was das erwartet, einer zeigt es mir. Ich gehe mal da rauf, ich glaube wir müssen da rauf. Jemandem sagen, er soll seinen Posten verlassen. Wie es aussieht, ist da ein grösserer Angriff geplant in dem Fall oder irgendetwas in die Richtung, oder wie muss ich das verstehen? Ich brauche mehr Holz im Lager. Geht und holt 30 Scheite, aber ich will nur die Marken losen. Let's go. Was ist das da? Philo, vampirischer Mojo. Lebensraum um 10% erhöht. Ja, nice. Was ist denn da hinten? Besiedelt der Wächter, der ist verdammt gross. Okay. Okay. Ist da gerade oben noch ein Kisteli gewesen? Jawohl. Oh mein Gott, ich habe fast Kisteli übersehen. Schau mal schnell ins Kisteli rein. Zack. Dann haben wir gerade noch 2 von diesen Rollen aufgenommen. Wir müssen ja 12 von diesen Rollen finden. Und noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, die können wir noch gut verkaufen. Jawohl. Das können wir dann sicher noch gut verkaufen. Wieder 3 Gold. Also so Kistchen aufmachen lohnt sich wirklich. Zum ein bisschen Gold fahren und sonst nebenbei ein paar Sachen. So, dann haben wir von dem noch Blutprobe. Und jetzt gehen wir mal den anderen sagen, dass sie ihren Posten verlassen müssen. Ich weiss aber nicht, ob ich da reiten kann auf meinem Reittier. Ich habe Angst, dass ich mich dann wieder zurückverwandle. Alter, mit dem heile ich mich, das ist Essen. Was ist das? Mit dem werde ich grösser. Ja, nice. Wir haben sehr viele Buffs gerade momentan auf uns. Und Buvandi sind haben wir ja auch gerade momentan noch. Also ich glaube, wir müssen jetzt in einem Kampf ausarten, denn wir werden am längeren Hebel. Da hinten haben wir sogar nochmal eine Quest. Okay, okay. Aber wir erledigen jetzt das erste Mal diese hier da in dem Lager. Wir brauchen 50 makellose Krokils heute. Holt sie ran und kommt nicht zurück, bevor ihr sie nicht alle zusammen habt. Let's go! Aber weil das jetzt die Männer sind, hören sie natürlich auf das, was die Frauentroll sagen. Alles klar, weil die als... Jetzt komme ich langsam raus. Jetzt komme ich langsam raus. Darum können wir sie jetzt eigentlich auch umbefehlen. Was eigentlich noch ziemlich nützlich ist. Es sieht danach aus, als wäre da hinten, in diesem Türmchen da, wäre die letzte Person, die wir müssen verscheuchen. Und ich würde sagen, dann machen wir das mal ganz gekürzt. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal weiter, wie es da weitergeht in dieser Quest. Jetzt haben wir dort schon gesagt, noch mal eine andere Quest, die wir gehen können. Aber ich würde sagen, wir machen zuerst mal da Blutroll-Lager, weil ich habe die ganze Zeit Angst, dass wir uns plötzlich mal nicht mehr in dieser Gestalt befinden. Und das macht mir dann halt noch ein bisschen Sorgen. Weil das ist nicht der Sinn von der Sache. So, Sally, wir brauchen mehr Steine im Lager. Gehen Steine sammeln. Hoppla Schorsch. Let's go. Was ich dir sage, ist Gesetz und das hast du jetzt zu machen. Genau, let's go. So. Aber Blutroll, was ist denn der Unterschied? Also Blutroll sind einfach Leute, die einfach mit dem Blutmagie einsetzen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und normale Trollen machen einfach normale Sachen. Okay, lassen wir mal so stehen. Lassen wir so stehen. Blutsucher, Jochunga, wir haben deine Sachen erledigt. Level up! Level 46, ja! Ja. Quiz beenden! Hä? Ich verwandle mich zurück. Wieso bin ich zurückverwandelt? Warum ist meine noch da? Verwendet das Fläschchen mit vergiftetem Mojo, um den 5 gezähmten Kriegsbrust zu vergiften. Zeichen der Fledermaus. Holt die Talisman auf der Bluthexe Waschrehe, Iola und Zuyana den Salamaren und wir kommen da neue Sachen über. Nice. Schlachtbonusziel haben wir auch noch. Okay. Ah, mit dem Töten. Also wir haben wieder so ein Bonusziel mit genug Töten und machen und tun. Aber wir haben jetzt keine Tarnung mehr, darum wird es ein bisschen happiger für uns. Das sieht natürlich noch cool aus, aber für das müssten wir die Crocs wechseln. Und das würde mich ein bisschen anschießen. Und da haben wir mehr kritisch und mehr Ausdauer. Das würde sich natürlich auch lohnen. Aber am meisten würde sich halt schon der Gegenstand lohnen. Mit dem kritischen Trefferwert, weil halt die Gegenstandsstufe noch ziemlich tief ist. Schauen wir mal an. Wir machen... Hallo? Ich habe sie angenommen.
Passt mal auf euch auf. So. Jetzt sind wir nicht mehr tarnt. Jetzt müssen wir, glaube ich, gröber aufpassen. Jawohl. Jetzt werden wir wahrscheinlich eben überall angegriffen. Ja, ich will die Fähigkeit noch wechseln. Sobald wir dann irgendwo einen Ruheplatz haben, sollte ich die ja eigentlich wechseln können. Dann würde ich sagen, dann wechseln wir die mal noch schnell auf unseren Stachelpfeil, dass der mehr Schaden macht. Weil eben, jetzt habe ich den Agro die ganze Zeit auf mir drauf. Und das ist halt auch wirklich eben nicht der Sinn von der Sache eigentlich. Ich kämpfe mit meiner Reittier, also mit meiner Begleiter. Und eigentlich sollte ich schon schauen, dass die überleben und die ganze Zeit den Agro auf sich haben, dass ich halt meine Ruhe habe. Ist da drinnen ein Ruheort? Ist das ein Ruheort? Kann ich da... Nein, ihr müsst euch in einem Ruheort befinden. Okay, okay. So, aber wir haben schon 9% zusammen. Also schlecht sind wir nicht dran. Kommt, den befreien wir da. Also eigentlich nehmen wir jetzt das ganze Dorf auseinander, soweit ich das jetzt verstanden habe. Wir nehmen jetzt eigentlich das ganze Dorf auseinander, aber jetzt müssen wir da rein jemanden töten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt ganz kurz, wenn wir gerade schon da sind. Und daneben dran auch gerade noch irgendjemand. Das schauen wir nachher an. Machen wir zuerst mal die da. So, unterbrochen. Unterbrochen. Ich setze es jetzt trotzdem ein, einfach, dass wir zusätzlichen Schaden machen. Einfach zusätzlichen Schaden. Ah, ist schon tot. Ah nein, es hat sich in eine Pfütze verwandelt. Hallo? Also die tun wirklich eigentlich allgemein einfach so Blutsachen einsetzen. Und dann gehen sie auch in eine Blutpfütze rein und spritzen ein bisschen Blut umeinander. Ist ja einmal was. Nein, da innen ist gerade der nächste. He? Bluthexe Jaula! Dann töten wir halt die mal schnell. Dann töten wir doch einfach die mal schnell. Nein, ich tue die Fähigkeit wirklich ändern. Wir tun sie ändern. Ist sie jetzt wieder verschwunden einfach, oder? Ah, die ist einfach wieder verschwunden. In eine Blutpfütze rein. Aber das bringt ihr nicht viel. Denn wir haben ihr jetzt schon eins auf den Deckel gehauen. Easy peasy. Und da hinten haben wir noch etwas Größeres. Der Rest ist eigentlich nur noch, soweit ich verstanden habe, von denen. Also ja, wir töten die einfach. Dann schauen wir, dass wir da die Prozent eigentlich auch gerade noch voll bekommen. Und Damage machen wir wirklich mega gut. Also ich bin mega zufrieden mit unserem Damage. Und ich glaube, sobald wir die Fähigkeit geändert haben, werden wir allgemein viel mehr Damage machen und auch viel mehr können machen, dass ich nicht immer muss so abhauen muss. Komm, wir versuchen uns da durchzuschleichen. Hat nicht funktioniert, nicht wirklich. Was, ein Blut? Aber wer ist der Blutgott? Der Guhun, ja, aber haben wir den überhaupt schon mal gesehen? Das ist etwas, was mich schon die ganze Zeit verwundert. Haben wir den überhaupt schon mal gesehen, den Guhun? Bis jetzt haben wir ja nur jedes Mal die komische Frau gefunden. Aber die hat mir bis jetzt nicht weitergeholfen, weil das ist ja nicht der Guhun. Wer ist der Guhun? Wird er noch beschworen? Lebt er schon? Ein Blutgott? Einfach irgendein Blutgott. Keine Ahnung, wer das ist. So, den kriegen wir eh aus dem Weg rum. Wenn wir da rein wollen. 52% haben wir schon zusammen, also wie es aussieht, lohnt sich dann, dass wirklich die Quest auch noch komplett erfüllen. Komm, das tun wir gerade noch sprengen, das gibt wieder mehr Prozent. Nice. Und da hat es gezähmte Fledermäuse, die interessieren mich eigentlich nicht. Die interessieren mich eigentlich nicht. Wir müssen das ja wirklich nur auf... Ah, die gezähmte Kriegsbrust vergiftet müssen wir noch machen. Ich habe da wieder irgendetwas übersehen. Wir müssen irgendetwas noch vergiften und ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht. Ziemlich dumm, ziemlich dumm. Das hätten wir jetzt wirklich können währenddessen machen. Aber ich habe so viele Quests offen, das ist eigentlich mega nervig. Ich sollte mal wirklich eigentlich die Hälfte abbrechen. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich mache das erst, sobald wir da mal wegkommen, ein bisschen. Aber was muss ich vergiften? Was muss ich denn vergiften? Wir müssen irgendetwas vergiften. Das da vergiften, das teilt am Boden. Nein, das ist ein Fläschchen mit Blutdings. Jetzt habe ich jetzt zu viel angegriffen. Der Schuss geht nämlich noch weit eigentlich. Das könnte jetzt wieder mal ein happiger Kampf werden. Das könnte jetzt wieder mal ein happiger Kampf werden. So, Drachenvolk noch heilen. Wir haben jetzt voll den Agro von allen. Eigentlich mega mühsam. Ich glaube, da werden wir sterben. Ja. Aber die Fähigkeit ist nicht so mies. Ah, Mann. Die Fähigkeit ist wirklich nicht so mies. Die müssen wir wechseln. Die müssen wir wechseln, dass wir den Agro nicht mehr von uns haben.
Die müssen wir unbedingt wechseln da, aber ich kann sie gerade momentan nicht wechseln, sonst setze ich sie jetzt einfach gerade momentan einfach nicht mehr ein. Ich glaube, das ist schon fast das Beste, was wir machen können. Und jetzt kann ich gerade noch schnell umschauen, weil wir müssen ja noch irgendetwas vergiften. Aber ich frage mich schon die ganze Zeit, was. Ja, wir gehen noch ein bisschen führen. Da steht gerade jemand, das am besten eher sogar da rum. So, Zeug sammeln. Komm, die töten wir noch. Ah, meine Tiere muss ich nicht wiederbeleben, sondern rufen. Nein, nicht das. Auch nicht das. Hey, wie rufe ich die jetzt wieder? Ah, Mann! Also tot sind sie ja nicht. Oder sind sie jetzt tot? Ich komme nicht raus. Also wir töten ihn schnell ohne unsere Haustiere. Wahrscheinlich gut machbar. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr Begleiter ist nicht tot. Dann muss ich doch da drauf drücken. Da kommt wieder Tier wiederbeleben. Begleiter freigeben? Aber wo? Ah, das ist da einer. Mann! Hab wieder nichts studiert. Knuddle. So. Dann öffnen wir das schnell. Wir haben schon 77%. Was eigentlich ziemlich nice ist. Was die muss ich vergiften? Okay. Ah, easy. Während die am Schlafen sind. Jetzt komme ich raus. Okay. Okay, der blödste Löli von dieser Welt hat es einmal wieder geschnallt, was wir genau mitmachen. Komm. So, dann haben wir mit 3 von denen nämlich schon mal zusammen. Jetzt fehlen uns noch 2 und dann haben wir da eigentlich schon langsam fast alles erledigt. Dann haben wir da schon fast alles erledigt. Aber wo finde ich noch ein paar von denen? Die sollten ja irgendwo den Kopf über rumhängen, oder sehe ich das falsch? Nein, da haben wir noch einen. Da haben wir noch. Die sind noch recht versteckt, die Siechen. Komm. So holen. Und dann diese noch vergiften. Komm. Muss ich noch näher ran? Ich check's nicht genau. Es zeigt mir an, dass ich das einsetzen kann, aber es zeigt mir nicht an, ob ich zu weit weg bin oder nicht. Ich glaube, dann haben wir das gut erledigt. Dann können wir da noch den Blutkessel schnell kaputt machen. Und dann jetzt haben wir eigentlich alle Quests erledigt. Jetzt fehlen uns nur noch die 12% eigentlich. Also wir könnten jetzt wirklich gemütlich schauen, ob wir das noch schnell so einsammeln. Aber ich bin mir unsicher, ob wir da noch weitere Quests haben, weil sonst würde ich vorher nur sagen, hey, wir machen noch zuerst die restlichen Quests, bevor wir da, also die... Ja, komm. Das ist zu weit entfernt. Oh, was ist das da? Diener von Bosandi. Ah, das ist die Gunst von Bosandi, die Fähigkeit, die wir freigeschaltet haben. Alles klar. Und die explodiert jetzt einfach. Ich brauche ein Ziel. Krass. Eigentlich noch ziemlich praktisch. Ich habe kein Ziel. Also in der Masse ist das noch ziemlich praktisch. Da hat der Bosandi auch Freude, dass wir ihm so viele Seelen bringen. Wie So. sollen wir das nur bewältigen? Weiter. Und wir nehmen das mal. Wir nehmen mal den da. Wir können ja nachher nochmal. Ich werde mich Hirik. annehmen. Hirik! Jetzt wird's ernst. Wenn das nicht klappt, sind wir mausetot. Okay. Ich hasse Stell dir direkt mit Hilfe von Passt mal Yochunga. auf euch auf. Let's go, Ich brauch Yochunga. euch noch. Ah, die stehen jetzt alle umeinander und schauen uns zu, weil die gegen uns kämpfen. Die Hirik. Tretet vor und seht eurem Ende ins Auge. Ja, du hast auch Hoffnungen, du. Euer Blut wird Gahun. Bla 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 bla. Ja, von mir aus. Dieses Ziel nicht Wer ist der Gahun immer noch? Ich kann das nicht angreifen. Ich hoffe, wir fahren jetzt irgendwann einmal. Dieses Ziel nicht angreifen. Komm jetzt. Ich kann das nicht angreifen. Ah, jetzt muss ich mit ihm noch reden zuerst. Da. Zeiten Hä? in Sandala. Hey, ich bin doch da. Sprecht mit innerhalb des Blutteils. Ah, jetzt muss ich da reinstehen und dann mit ihm Wie reden. sollen wir das nur Jägli. bewältigen? Großer Hirik, wir flehen um Gnade. O Mächtiger, verschont uns. Gnade? Dummes Insekt. Wir werden euch und ganz Suldasar auslöschen. Wie der redet. Der hat doch einen Schaden. Na gut. Jetzt, Champion! Denkt ihr wirklich? Ah was, jetzt bin ich aus dem Rücken gekommen und stich ihn die ganze Zeit runter.
Ja, okay, let's go. Ich muss einfach die ganze Zeit andrücken, eins drücken. Ja, let's go. Ja, nicht wirklich viel. Ich stehe da jetzt reit auf deinem Rücken und töte dich. Nicht aufhören! Weiter stechen! Ja, ich stiche, aber er hat wirklich nicht wenig Leben. Die Macht meines Meisters durchströmt mich. Genug! Ich werde mich an eurem Gebrochen... Ah, er ist jetzt auch runtergefallen. Ihr seid stark, aber keiner hält der Macht eines Loas stand. Ah, das ist auch ein Lo. Ah, das ist der Fledermaus-Lo, den wir schon mal gesehen haben. Angreifen. Ah, alles klar. Runter! Da kommt Wie tief kann man fallen? Gerade noch einen Erfolg bekommen. Nice. Fällt mir ohne zu sterben. Ah, nach all euren Heldentaten endet ihr tot in meiner Höhle. ein Scheissdreck. Komm jetzt, können wir ihn nicht töten. Mich an euch, wenn ich wieder bei Kräften bin. Ah, jetzt ist er wirklich eigentlich ziemlich angeschlagen und er meint, wir sind tot. Sehe ich das richtig? Ich hasse gut. Jetzt töten wir... Oh, Matsch. Wir brauchen... oh, neue geile Sachen, neue Brust. Besiegt direkt den Lo der Fledermaus annehmen. Let's go. Ich will die neue Brust. Ich brauch nur Zeit. Ja, chill einfach. Kein Ding. Den erledige ich auch allein. Mal anfangen, etwas gesünder zu leben. Den erledige ich auch allein. Mach dir keine Sorgen. Fleisch. Mach dir keine Sorgen. Erzähle meinem Meister da. Ah, der ist immun gegen die Sachen. Ich muss mir da jetzt einfach das Bild ein bisschen ausweichen, dann kommt das gut. Komm, greif doch meine Drachenfalken an. Wieso läuft er mir die ganze Zeit so rein an? Wahrscheinlich jetzt eben wegen dem Schuss. In Deckung. Ja, wohin soll ich? Ich geh mal da hinter den Pfosten. Hä? Totstellen. Hä? Geht anders, Mann. Ah, was bin ich denn jetzt gestorben? Er hat irgendwie rumgespuckt, aber ich konnte nicht in Deckung gehen. Ich bin ja hinter den Pfosten. Okay, auf ein neues. Ja, moin. Das hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Es hat gestanden, in Deckung gehen. Wir sind direkt hinter den Pfosten. Aber es hat nicht gebracht. Okay, es hat einfach nichts gebracht. Ich wollte jetzt nicht runter, ich wollte meine neue Brust und ich wollte mir jetzt eins ins Viertel treten. Und zwar ganz live wie das. Aber mich wundert, ob wir jetzt das Leben wieder regeneriert bis zu dem Punkt oder ob wir jetzt an dem Punkt weitermachen, wo wir wie viel Leben wir abgezogen haben. Dem absoluten Löli, dieser kleinen Made. Muss ich da wieder ins Loch runtergumpen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, ich muss da ins Loch runter. Dann let's go! Dann let's go! Töten wir ihn! Holen wir unsere neue Brust! Ich habe mir nämlich schon entschieden, dass ich die neue Brust will. Nein, jetzt hat er wieder so viel Leben. Okay. Ich muss näher ran. Okay. Ich habe mich an eurem Fleisch und reiche eure Seele meinem Meister da. Okay. Der andere greift, glaube ich, auch gerade mittags. Sehe ich das richtig? Nein, der ignoriert mich. So ein Made. Alle greift mich so oder so an, egal was ich mache. Aber wenn ich in Deckung gehen muss, was muss ich denn machen? Mehr als hinter dem Pfosten stehen kann ich praktisch nicht. Ja, ich bin hinter dem Pfosten, mehr kann ich nicht machen. Okay, jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Hä? Ich bin doch auch beim letzten Mal schon hinter dem Pfosten gewesen. Kann ich den in meiner Falle fangen, dass der mir nicht die ganze Zeit so nachläuft? Nein, auch nicht wirklich, hä? Ja. Lange das? Ich heile mich für den Notfall noch. Okay. Nice! Diener von Gahun. Du kleine Madde! Zahlen. Zuerst Jetzt hüte ich ihn sogar noch. fallen und dann die Horde. Ja genau, jetzt könnt ihr die Horden Ihr aufhalten. habt unseren Loa getötet. Wir werden euch jagen. Euch foltern. Euer Blut ist unser. Die labert mir zu viel, wir drücken sie weg. Die hat wirklich kehrt zu den Ruinen von Zolbala zurück. Okay, let's go.
Dann können wir uns ja schon mal unsere neue Brust anziehen. Und wenn ich mich nicht täusche, haben wir sogar letztes Mal noch mal etwas Neues erhalten, das wir uns anziehen können. Genau, unsere neue Taille. Eigentlich wären wir sogar viel stärker gewesen schon. Und jetzt kann ich überlegen, ob ich das umziehe, aber dann haben wir die Krux nicht mehr. Komm, aber machen wir es trotzdem, hä? Boah, nein, komm, wir ziehen das gerade um. Dann lassen wir die Krux. Na, warte, mit was soll ich jetzt wechseln? Mit dem da? Eigentlich wäre es schon fast besser, das da wechseln. Komm, machen wir es so. Machen wir es so rum. Let's go. Zurück in die Ruine. Wir haben es erledigt. Wir haben die Nudeln besiegt. Und wir haben 2 noch geile neue Rüstungsteile angezogen. Also jetzt sind wir langsam am Start. Und ist das da in einem Ruheplatz vielleicht? Wen haben wir denn da? Ja, wer haben wir denn da? Ja, was soll ich sonst sein, du Nudel, du? So, Leutlis, ich würde mal sagen, in dieser Folge haben wir wirklich einiges anbekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns sonst, ja, morgen in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, um die World of Warcraft mit dem Schweizer. Danke vielmals. Vergesst ein Abo und Like, wenn es euch gefallen hat. Kommentar, wenn ihr irgendwelche Tipps oder Hinweise habt, was ich machen kann. Und sonst sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Folge. Danke vielmals und ciao!